Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Mal nicht daheim und mal nicht allein, was hat sich gereimt. Und zwar bin ich da mit der Leila heute zusammen. Ich bin wieder zurück. Yeah! Es ist so gar nicht morgen, 2 Minuten vor 12 Uhr. In der Nacht zwingt sie mich, so reisst sie mich aus dem Bett. Leila, wir machen. Nein, Spaß. Ja, vor allem. Sie ist hardworking businesswoman. Ja, Alter. Wir sind da gerade in Adelboden. Und das ist crazy. es sieht gerade übel gechillt aus, wie wir da hocken, aber es ist actually hure unbequem. Ich finde es bequem. Schon, ich habe irgendwie ein Holz in meinem Arsch. Ah, okay. Nein, eigentlich steht da unser Schlafplatz auf dieser linken Seite, aber weil es nicht oben Licht hat und so dagegen leuchtet, sieht man uns halt nicht. Jetzt hocken wir da hinter der Scheibe mit einem Holz im Arsch. Aber es ist geil. Das machen wir alles für euch. Mhm. Genau. Und ja, das ist eigentlich unser Plan, um die Podcast-Folge ich kann nicht mehr reden, Alter. Ich glaube, heute wird so eine richtige Podcast-Folge, wo wir einfach so beide komplett kaputt sind und voll. müde. Ich hoffe, wir sind auch besoffen. Nein, Spaß. Ey, wann bist du heute aufgestanden? Erzähl mal. Ich bin wieder aufgestanden. Am 4:06 haben wir im Wecker geläutet. Ich war in Schottland bei meinem Freund. Dann habe ich aufgewacht, habe mich parat gemacht und wir haben so die Parkplätze, wo ich das Auto parkieren darf, sind so bei der Eishalle, weil mein Freund spielt Hockey. Und die sind so 6 Gehminuten von der Wohnung entfernt von meinem Freund. Und er ist auch mit mir aufgewacht, um mein Auto zu holen, damit ich den Koffer nicht mehr 6 Minuten lang dort anziehe. Ja, Mann. Würde John nie machen. Ein Keeper, Mann. Würde John nie machen. Vor allem. Ja, der John kommt auch noch den Podcast jetzt aufnehmen mit uns. Sie schlafen jetzt da hin und Ehre von der Nati, dass sie mit mir im Zimmer pennt. Ich schwöre, ich liebe Leila halt ein bisschen mehr als der John. Leila? Ah, scheiße! Kann ich nicht. Ich sag dir immer Leila. Ja, letztes Mal im Podcast hat sie mir auch schon Leila gesagt. Sonst sagt sie mir immer Leila. Aber der Adi sagt dir die ganze Zeit Leila. Du musst ihn schon gar nicht mehr korrigieren. Aber du tust ihn korrigieren. Ich du tust ihn immer korrigieren. Ja. Das macht es jetzt gar wieder gut, dass du jetzt falsch gesagt hast. Findest du es blöd, dass ich ihn korrigiere? Ich finde es super. Ich bin super. so, nice, Bro. Danke. Alter, ich heisse Wenn Leila. ich selber so bin, Leila, dann denke ich so, Bro, Ja, fair. sorry, du bist nicht genug wichtig, dass du den Namen richtig aussprichst. Ja. Aber denke so, wenn du es so korrigierst, nicht so, oh yes, danke. Girls for Girls. Ja, Aber weißt du das oft? Sprechen oft Leute den Namen falsch ja, aus? safe. Also Weil so, ich kenne nur Leilas eben. Darum ist für mich Leila so ungewohnt sozusagen. ich bin mir halt eine halbe irgendwie so schon daran gewöhnt, dass Leute mir Leila sagen. So Ja. immer in der Schule früher sagen alle Leila, so Lehrer und so. Ja. Ich hatte auch Kollegen, die es für mich so korrigiert haben. Ich war so, Bro, ich höre gar nicht mehr, dass es falsch ist. Aber jetzt höre ich eigentlich immer, wenn es falsch ist. Du fühlst dich eigentlich fast wie eine Leila. Nein, das überhaupt gar nicht. Leila sind so ein bisschen Opfers und Leila sind... Oh, sorry für alle Leilas da draussen. Ich fühle mich obviously schon connected mit euch. Aber so Leilas da, checket halt schon. Rule the world. Weißt du, was ich übel das Ding habe? Okay, jetzt nicht so ein grosses Struggle wie du natürlich. Ja. Bei mir sagen mega oft Leute aus Versehen Natti-Styles. Ich bin ja schon an Events gsi, wo bei der Einladung Natti-Styles gestanden ist. Und ich verstehe nicht, warum, weil Natti-Style macht für mich so viel mehr Sinn. Warum ein S am Schluss? Ja. Es ist Style. Warum? Ja, Also, Alter. so oft. Also Chris letztens so Natti-Styles, ich so fucking Style, Alter. Hey, what the fuck? Ja, das passiert mega oft. Aber was bei mir letztens... Oh, ich weiss Vielleicht gar Harry Styles. nicht. Ich weiss nicht. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht bin ich die Schwester von Harry. Nein, ich habe einmal Fun Story vom Extra so ein Mail bekommen oder ein SMS, so, ja, ob man Tickets gewinnen und so. Man kann Tickets gewinnen und nachher ich so, ja, ich mache halt mal mit. Und nachher habe ich einfach 7 Tickets und eine Lounge gewonnen. Nein, nicht eine Lounge, einen Tisch gewonnen. Ja. Und nachher ich so, ja, also in dem Fall muss ich all meine Kollegen und noch mehr, weil was, 7 Freunde, was habe ich, sehe ich aus, alle müssen zusammen sammeln, zusammen klopfen und sagen, ich habe für euch alles jetzt ein Ticket so. Und dann sind wir dort angegangen und dann ist mein Name so voll falsch und es ist einfach, weißt du, anstatt Leila Bühler ist Leils, weißt du, das A und das S ist ja nebeneinander bei der Taschentour. Und dann so Leils Bühler und wir haben uns kaputt gelacht, Alter. Oh mein Gott, lustig. Ja, ich so, Herr, das bin nicht ich, darf ich bitte einen anderen Tisch haben? Oh Mann. Nein, aber es ist so funny, irgendwie, der Tag fühlt sich schon so lange an. Das Also ist wirklich, irgendwie, vor allem es sind heute so viele weirde Sachen passiert, das Gefühl. Du bist aber 50 Mal gestolpert. Ja, ich bin hure. Vor allem, wir sind noch Wellnessen und ich habe so Schlarpen. Sie so, ja, was für Schlarpen wollen die? Grosse oder kleine? Die Kleinen sind bis 38 und ich habe gewusst, dass Nati 38 hat und ich halt 39 und alle anderen Buben mit so riesen Füßen, Alter, und sicher nicht 38. Ich so, ja, einmal klein, die anderen gross. Und dann habe ich wirklich die grössten Schlarpen, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe.
Nein, so riesen Schlarpen, also die Stege drauf geht, wirklich fast jedes Mal umgeht und so. Oh Mann, das war das Beste. Ich muss es jetzt schnell erzählen. Du kennst die Story schon 50 Mal, weil wir sie schon heute 50 Mal erzählt haben. Ah, ja, genau. Es ist halt, ich habe einfach wirklich so einen Lachflash gehabt. Wir sind nicht morgen, der Can, ich habe übel müssen stressen, um 6 Uhr am Morgen irgendwo sein. Und der Can, also wir hatten so 4 Minuten Zeit gehabt, zum Tram wechseln, weil wir wohnen jetzt in Zürich, wir sind jetzt Zürich-Gangster. Das war jetzt Tram und so shit. Er denkt sich so, yo, weisst, ich habe da ein Snowboard, ich habe einen Sack, ich habe noch einen Koffer, einen Rucksack habe ich auch noch. Ich gönne mir jetzt in diesen 4 Minuten einen scheiß Kaffee. Dann sind wir so ins Tram gestiegen, haben wir so gedacht, wie schaffst du das jetzt, weil ich seinen Koffer genommen vorher, aber ich schaffe es jetzt nicht mehr. Dann steigt er aus dem scheiß Tram, sein Kaffee leert einfach vor allen Menschen aus. Mann, es klingt jetzt voll nicht lustig, wenn ich es erzähle, aber es ist halt actually fucking lustig gewesen, weil wir so gestresst waren. Und ich noch so dachte, bist du dumm, dass du so einen Kaffee nimmst, du kannst den nicht tragen. Nachher hat er sich so gefreut und hat den einen Stück nehmen. Ja. Scheiße. Nein, das Beste. Es gibt noch ein zweites. Der Regenwurm! Oh, jetzt ist mir schier ein Schnudder rausgeflogen, Alter. Oh mein Gott. Das war so lustig. Soll ich erzählen? Ja. Also, wir haben ja Skifahren heute, aber das Wetter ist so ass. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, dass wir absolut nicht Skifahren sind. Nachher wir so, ja, gehen wir bowlen. YOLO. YOLO, Swag. Und nachher, ich hatte so lange Jeans, die mir so ein bisschen über die Schuhe lampen und so und sind so ein bisschen nass geworden. Und es hat voll geregnet. Wir sind so dort runtergelaufen, so 5 Minuten Gehweg. Und nachher wirklich, nannte ich so, Leila, was hast du am Bein? Und wo wir so reingelaufen sind zu dieser Bowling-Teil. Und sie so, ist das ein Wurm? Und ich wirklich schaue so hinterher, gell? Und jetzt für die schauen, sehen es, für die anderen, meine Waden, so meine hinteren Waden, so gross, etwa so lang an meinem hinteren Waden. Wie lang ist das? Wirklich ein riesen Bandwurm einfach Durchschnittspenis. hinten am Bettli, Alter. Fette fucking, wie heisst die? Einfach Regenwurm. Aber so ein toter, aber richtig flach gedruckter Buchzeichen Regenwurm. Aber wirklich, weißt du, so, nicht so klein verknetet, sondern so spread out über meinen Unterschenkel. Und ich bin so wirklich hure heikel, finde so Sachen so grusig. Ich so, du hast ihn so weg. Ich habe so mit der Zeitung, mit der öffentlichen Zeitung, ich habe sie wieder zurückgelegt, ich hoffe, niemand liest die Zeitung, habe ich so runtergetan und er ist so runtergefallen, so leblos am Boden. Vor allem die Hälfte vom Wurm klebt jetzt einfach an die Nein, also die hat so einen hohen Schleim gehabt und der Strich sieht man so richtig gut noch auf meinen schwarzen Lieblingsjeans, Alter. Jetzt immer nicht alle denken so an Regenwurm. Das war übel. Oh mein Gott. Und willst du dich eigentlich äußern, wie schlecht du bist im Bowling? Ich bin so dorthin, also ich hatte hure Big Balls gehabt. Also dachte ich, ja, alle, ich zeige euch, mit so einem Jontan und alle sind so gesagt, oh, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr gebowlt. Ich bin gerade letzte gebowlt, hure cringe. Ja, ich bin letzte geworden. Aber ja, schön gewesen. Ich habe gerade gemerkt, wir dürfen unsere Beine gar nicht bewegen, alle die Kamera, die ist gerade übel am shaken. Ja, wirklich. Ja, mit dem müssen wir jetzt einfach leben. Ja. Wir müssen wie nichts machen. Ja, tut mir leid, Katharin, da aussen, falls du gerade schneiden. Stimmt, du aber bist du ja so Job. Crazy, das ist eine Katharin. Ja, Mann. Ich weiß gar nicht, ich habe das schon ein paar Mal in der Podcast-Folge erwähnt. Aber geile Sau. Geh mal go supporten. Also es sind zwar meine TikToks nachher, die online gehen, aber es ist ihre Arbeit, sie macht es sehr, sehr geil. Geil. Genau. Ja, was ist heute noch passiert? Wir haben ein Spa-Day gemacht. Ja, eben, wir haben zuerst, also wir haben gesagt, wir werden nicht Skifahren. Ah, der hat so hergeschifft. Es hat, glaube ich, keine einzige Sekunde nicht geschifft. Es hat wirklich keine einzige sich außer jetzt am Abend, wo wir noch schnell raus sind. Aber jetzt können wir nicht mehr Skifahren. Das war auch ein bisschen wack. Ja, übel. Ja, also 2 Lieder sind cool gewesen. Wir waren noch in so einer Bar vorher. Ja, eben der Tag hat angefangen, dass wir zuerst mal entschieden haben, zum nicht Skifahren. Dann sind wir essen, dann sind wir bowlen, dann sind wir wieder essen, dann sind wir ins Spa. Und jetzt sind wir irgendwie... Und wirklich so gefühlt 3 Stunden im Spa am Chillen. Ja, das war schon nice gewesen, aber irgendwie 5 verschiedene Saunas. Vor allem, ich habe nicht mal Badhosen mitgenommen. Ich habe das so mit meiner Unterwäsche irgendwie so ja, und wir probiert. sind noch so Bikini anprobieren für sie. Und dann, Gott, weißt du, also Loki wirklich hässlich, also nicht einmal Loki, einfach wirklich Nein, hässlich. wirklich. Und sie halt so, ja, soll ich halt kaufen. Und nachher schauen wir beide so wirklich gleichzeitig auf den Price-Tag, so 120 Stutz. Ich so, nein, Alter, es gibt so keine Badhose für dich. Vor allem, du kannst es nur im Doppelpack kaufen. Es ist wirklich gottlos. Also wirklich die Bikinis, Digga. Das findest du nicht mal im Chicorée. Ja. Ja, vor allem, wir sind so die Rezeptionistin gefragt, sieht schon so ein bisschen sass aus. Nein, Spaß. Sie sind ja nicht alle schön.
Sie hat auch noch schöne Bikinis und dann hat Nati wirklich so, was denkt euch sie, dass es schön ist und so. Und ich so, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Und wirklich einfach all hässlich gesehen. Ja. Und sie sich weißt, halt so ein kleines Business, so, weißt, sich mega Mühe gegeben. Sie hat wirklich, sie ist meine persönliche Beraterin geworden, Alter. Und dann kommt sie immer, hat und das passt, und das. zu ihrer Mission gemacht, dass Nati jetzt ein Bikini bekommt und dann so 8 Milliarden Franken und eine Leber und hässlich auch noch. Vor allem, ich bin so froh gewesen, dass du mir so gesagt hast, Digga, kauf nicht. Weil ich war so voll am People-Pleaser gewesen, so, Alter, jetzt gibt es sich schon so Mühe, jetzt muss ich halt 120 Stutz für eine grusige Badhose zahlen, die ich nie mehr anlege. Scheiße, das war so übel gewesen. Nein, ohne Witz, Alter. Und nachher sind wir noch in so einer Hure, so die ganze Zeit im Bikini chillt in diesem Spa-Ding und dann so am 4 Uhr erst so ein Aussenbad aufgemacht und es ist so halt dort so eine Nacktzone gestanden. Ich so, ey Jungs, das ist Nacktzone und so. Wir schon so ein bisschen so ein bisschen nervös geworden, so, was machen wir jetzt und so, was ist jetzt unsere nächste Mission. Nachher, wir weißt wirklich so, wie so Kind, so ein Badtuch, ein grosses genommen und so. Bändel weg da, damit niemand merkt, dass wir heimlich noch Wenn er Hose weißt, so ich aufgerugelt. so Bändel aufgemacht und das Bikini mir da unten gewesen, aber trotzdem. Aber es hat ausgesehen, als wären wir naked. und dort reingelaufen und so ein Mann dort dick out, balls out, am chillen gewesen. Zu viel Nacken. Nein, das war ja nicht das Schlimmste gewesen. Wir haben ihn nachher verscheucht. Oh, ja. Wir haben das gar nicht beredet. Ich habe so in der Lachflash gehabt. Oh mein Gott. Ich muss erzählen. Wir sind so rausgegangen, also wir sind so irgendwann fast krepiert, es war irgendwie so 80 Grad in dieser Sauna und wir sind so nicht so gut mit Hitze. Und dann haben wir sie mal raus und dann so 5 Minuten vor die anderen rausgekommen sind aus der Sauna, sind wir halt dann einfach so draussen am Hocken gewesen, so also es hat wie so einen Vorbereich, weißt du, wo du so duschen halt so. Und dann kommt der Mann so, er ist schon gegangen, ist wieder zurückgekommen. Also ja, irgendwie Fan ist im Badmantel nicht, keine Ahnung, Tüchli abgezogen, von dem Blut vor uns duschen. Wirklich, wir sind einfach dort gehockt. Wirklich, wir sind und wir dort so gehockt. Also Dusche ist halt wirklich genau vor dem Bänkchen. Also er hat eigentlich Ja, wirklich für den Piepshow genau, für uns gemacht. ja. Und es hat no fucks given, weißt du, so richtig. Und der ist nicht so 29 Hot Model. Natürlich, das hätte ich natürlich auch nicht entscheiden. Er ist der einzige lieb und das einzige schöne Mal, was es gibt. Aber also er ist wirklich dort... Er ist U60, wenn, Ja. also wenn nicht mehr. Vor allem, der sich, eben, er kommt dann so, ey, er findet seinen Badmantel nicht. Er hat genau dort aufgehängt, ob wir den mitgenommen haben. genau Und Leila voll solidarisch. Ja, sie können sonst meinen Badmantel haben. Ich so, nehmen Sie Brauche mir... ich Der nicht. sich aufgeregt. Ich so, haben Sie etwas drin gehabt? Nein. Ich so, nehmen Sie meinen Badmantel. Ich habe ja ein grosses Tüchlein gehabt. Dann sind ich danke gegangen. Ich habe gedacht, Bro, wieso nimmst du meinen Badmantel? Also weißt du, so ehrlich, ich kann es eigentlich einfach ab, oder dass du ihn nicht nimmst. Und nachher, wir spulen vorne, so 45 Minuten später, die Kinder, die Jungs, die unterwegs sind, so draussen am Spielen gewesen, so einem Aussenbad, am Faxen machen. Wir und haben wir so keine Lust mehr gehabt. passed out auf so Bänkchen gelegen, halb am Pennen. Dann sehe ich, kommt zurück, so zu mir, so, ich habe meinen Badmantel gefunden, danke. Leitet mir meinen Badmantel wieder so drüber. Ich so denkt, genau lege ich jetzt den fucking, wo dein nackter Schwanz war. Darf ich das sagen? Der Badmantel, also sicher, also ich habe das nicht gesagt, ich habe gedacht, bin ich eigentlich im falschen Film. Nein, es ist so still in diesem Raum gewesen. Ich kann dir vorstellen, es war so Ruheraum gewesen. Ja, Man hat ein wirklich. leichtes Plätschern gehört. Dann hörst du so die Schritte von dem Typ, dann kommt so ein Tupfen, weißt du, so an der Schulter bei dir und dann siehst du den pure Badmantel, so, ich habe ihn gefunden. Und Ja. wir können keinen Wo ist Eye-Contact der machen. sich finden und wieso weiss er, dass es der war? What the fuck? Ja, gell? Ich habe wirklich nicht, ich habe auch dort, wo er duschen ist, nicht Eye-Contact machen mit Nein, dir. nein, hätte ich es kann- so gelassen. ich Und hätte vor allem, so ich habe müssen so, rauslachen. wo er duschen ist vor uns, habe ich so recht so ein Side-Eye gegeben in die Sauna rein und wirklich all uns angeschaut mit so grossen Augen, so what the fuck ist das? Auch so das Tüchlein vor euch abgezogen und gesagt, also ich meine, you go, weißt du, so, wir sind Kinder in dieser Situation, wir sind die nicht können vor die Blut reingehen, weißt du? Ja, ja. Also er hat gar nichts falsch gemacht, wir sind einfach so, wir haben einfach nicht mehr können. Ja. So gesagt, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Oh mein Gott, Und so nicht darüber redet und so, weil ich so, ich gehe raus, so offen raus in die Kälte und geregnet und so nicht rausgestanden. Ist ja so eine Aussensauna gewesen. Alter. Aber es hat echt schon Das gut ist dazu gut, rausgehen. das ist so Aber wir werden wahrscheinlich nicht gottlos freiwillig heiß sonst gewesen. rausgegangen. Nein, das hat uns schon noch ein bisschen Ansporn gegeben, um den Raum zu verlassen. Alter, das habe ich voll vergessen. Ich weiss noch, wie wir einfach wie so ein Tüchlein da gebracht und ich weiss, wenn ich dich jetzt anschaue, dann würde ich auch explodieren. Und wir, glaube gar nie in dem Moment geredet, weil es einfach sacken lassen, bis die anderen wieder gekommen Ja, sind. voll. Ich habe es auch verdrängt. Ich so, what the fuck. Oh mein Gott.
Alter, nein, das war so lustig. Ja. Dann sind wir eben nachher noch essen. Ah, das hat so viel Essen geholt, shit. Dann sind wir noch so in eine Bar gegangen. Das war auch insane gewesen. Aber Also- so die 3 Lieder, die wir so erlebt haben, sind noch crazy. Ja, Also ja. ich hab's noch Aber cool Puh, gefunden. das war so ein Pub, gewesen, jetzt müsst ihr euch vorstellen. Also erstens mal, du bist am Arsch von der Welt, du bist irgendwo in den Bergen, so, keine Ahnung, so. Und dann kommst du in ein Pub rein, alle irgendwie verkleidet, Digga. Die einen, weiss auch nicht, was hat's, ich weiss nicht mal, was die verkleidet sind. Also wirklich, also richtig, die Schweizer, die haben so ein blaues Hemd gehabt mit so einem huren kühlen mit Gürtel. diesen Das ist kein Joke. Und so Latzhosen. Bergblümchen, Alter. Ja. Die weißen, weiss, Edelweiss oder so. Ich heisst weiss sie. gar nicht, ob es eine Verkleidung ist oder nicht. Nein, das ist wahrscheinlich der Daily Lifestyle. Fuck. Ja, auf jeden Fall, wir haben so richtig den Altersdurchschnitt dort rein abgedruckt. Alter, Aber und es ich ist schwöre, lustig. einer ist so ein bisschen mit seinen Augen mit am Flirten gewesen, und er ist so 60 und hat so lange Haare. Und es ist so, ich tue sich so zu sich, ich glaube, er flirtet mit mir. Ja, bei mir ist eben auch der Einzige aus Versehen mir auf den So Fuß weird, gestanden. so unangenehm. Und dann, weißt du, kommt er so mit dem Move, oh sorry, und langt mir so an die Hüfte beim Sorry Bro, sagen. Ich bin so, Alter, du hast mir schon auf gerade den Fuß gestanden, das lange, Alter, Ja. musst du nicht noch mehr lange. Aber ja, du, wir leben in den Bergen da. wir Schönes sind Leben da, hier. ja. Yeah. Ja, das war unser crazy day gewesen. Ja, Aber können bitte unsere herzige Pyjama schnell appreciaten? ja, wir Wir haben haben's beide nicht mal per abgemacht. Zufall so... Das Handem, so das Bilo-Handem. Ja, ich habe wirklich auch Hand. Aber Ich wir auch. sind irgendwie so verfüsselt. Die ist schon ein bisschen älter. Nein, aber nicht. Ich weiß nicht. Du meine- wäschst es meine- einfach mehr. wahrscheinlich. Nein, ja, meine Maschine ist einfach vielleicht scheiße oder so, Ja. keine Ahnung. Vielleicht wäschst du es wirklich einfach mehr. Letztens ist einfach bei uns im Haus so das Abflussrohr verstopft und unser Raum, wo die Waschmaschine drin steht, ist so überschwemmt gewesen. Oha. Und dann, also nicht so überschwemmt, also nass am Boden, es hat nach Bisi und Gackfurz gestunken. Dann musste ich so Huren organisieren, mich richtig angeschissen. Aber Wieso hat es nach dem gestunken? weil das halt die Röhren sind, wo irgendwie das Wasser nicht ablaufen können. Also. Das war schon Bisi Gacki dort. Aber was ich wollte sagen, ich habe heute fast ein bisschen Streit gehabt mit der Nati. Weil wir haben ein Spiel gespielt, so ein Wortspiel. Ich will es eigentlich auch nicht zu viel erklären. Es ist so... Es ist einfach ein man Online- spielt so, ja. keine Ahnung, die 6. Ja, es ist also online bekommst du einfach die Wörter. Von 4 Personen bekommen das gleiche Wort. Jemand bekommt kein Wort und jemand bekommt ein anderes Wort. Und wir müssen herausfinden, wer hat kein Wort. Und dann tun wir immer so ein bisschen umschreiben. Bla bla. Und nachher sie wirklich so mich gehatet und so ich habe das falsche Wort und so. Weil sie hat gemeint, sie hat das richtige Wort. Ich habe gemeint, ich habe das richtige Wort. Und einfach, dass sie es wissen, am Schluss hat Nati das falsche Wort gehabt. Sie mich so an. Ich so, Bro. Also die Leute, die das Spiel gar nicht kennen, sind so, what the Es fuck. ist aber wirklich, Was laberst wirklich du gerade? lustig. Es ist eigentlich ein mega geiles Spiel. Also probiert es mal mit eurer Gruppe aus. Das können wir echt sagen. Wenn ihr mit eurer Gruppe irgendwie so ein geiles Spielabend macht, ladet euch die fucking App, aber die heisst Undercover. Und es ist halt wirklich lustig. Es ist sick. Keine Werbung, es ist sick. Ja, Und vor allem, ich bin obsessed mit der App. Ich finde sie so, Ja. so geil. Das Spiel ist so lustig. ja. Ich habe es eben auch, wir sind ja in Berlin gewesen letzte Woche mit dem Chris, Vivienne und ihrer Schwester. Und der Chris hat uns das gezeigt, das Spiel. Shout Und wir out, sind- Shizel, Gigi Dances Forever. ja. Und der Chris hat uns das Spiel gezeigt, wir sind so obsessed gewesen. Wir sind bis um So geil. 5 Uhr am Morgen, nein 4 Uhr am Morgen in der Lobby drinnen gehockt und haben das Spiel Alter. gespielt. Und jetzt bin ich eben so, da schon gesagt, okay, wir müssen das an einem Wochenende da Aber es ist auch wirklich so, spielen. so ein bisschen... Man fängt schon dann ein bisschen an zu streiten, habe ich das Gefühl, so schnell. So, und der Can hat schon mal so ein bisschen Reibungen gehabt. Und ich habe schon ein bisschen gemerkt, wie es so ein bisschen... Es wird eine ernste Sache. Also, Ja, es man scheisst sieht sich da, halt wer die hart wahren an. Freunde sind und wer nicht. Ja, der Adi hat es so krank angeschissen, wenn wir ihn rausgewählt haben. Egal, ob er richtig oder falsch ist, dass ich es nicht checkt. Und immer so, das ist jetzt mega weit hergeholt, aber ich sage dann nachher, wieso. Oh Mann, ich glaube, die Leute checken wirklich gerade null, wenn sie Ja, spielen. es ist mir scheißegal. Also spielt das Spiel schnell und dann lass Podcast wieder. Ja, wirklich. Also es ist wirklich, Nein. wirklich lustig. Aber ich glaube, so Ja. das 5., 6. muss man schon sein. Ja. Vor allem, Alter, wir sind ja heute nicht mehr Skifahren. Und ich habe einfach Schule geschwänzt. Ich habe letzte Woche schon wegen Berlin geschwänzt. Ich glaube, ich habe es in der Podcast-Folge letzte Woche gesagt. Aber ja, das wollte ich jetzt einfach schnell sagen. Ich brauche schnell Appreciation, dass ich jetzt da Ja. extra bin. Kurz obwohl ich Schule Applaus. geschwänzt. Danke vielmals. Applaus, dass sie nicht in die Schule geht und dass sie ihr Leben einfach chillt. Dass ich dich Kein als Priorität Applaus, sehe. Ja, weisst. mich. Sie so, die Leila ist dort, dann kann ich nicht in die Schule gehen. Ich schwöre. Glaube ich auch. Also wirst du nicht kommen, ich wäre jetzt in der Schule. Jetzt. Nein, Jetzt um sicher 12. nicht. Ganz sicher nicht. Dann wäre der Adi allein im Zimmer, sage ich. Oder du mit dem Weil Adi. der Adi ist eben mit dem Can im Zimmer. Genau. Und der Jonathan mit seinem Bruder. Und der Jan mit seiner Freundin. Und Leila und ich.
Ja, falls ihr das noch nicht... Wir sind eigentlich gar nicht so viel, wir sind 8. 8, ja. Aber 2 kommen eh nicht mit auf die Piste morgen. Ja, das wird 6. Ja, man fahren wir jetzt mal. früh, ne? Alter, ich kann gar nicht. Also Ich weiss wir nicht, könnten das eigentlich kann man einfach aber nicht, ja. ein bisschen länger pennen. Ja. Und nachher sagen wir kommen nach. Das Ding ist, ich bin wirklich, wenn ich Ski, also ich fahre Snowboard, aber wenn ich snowboarde, dann muss es erstens richtig geiles Wetter sein und zweitens, ich habe keine Lust so auf ich muss nicht das erste Bändchen nehmen. So, ich fahre lieber bis um 4 Uhr Ich glaube, es wäre und gehe erst auf die 11 Uhr. sein, wenn wir sagen, hey, wir kommen ein Stündchen später. Ich finde schon nicht mega spät. Ich will nicht, dass der Can denkt, so, dass wir nicht mit ihnen halt zum Essen und so, aber können so ein Stündchen später oder so. Gut, 8:30. Ja. Ich hoffe dir. Warte mal, wir müssen schnell jetzt koordinieren. 8:30 müssen wir drinnen sein. Am Morgen. Also dann schon ich um Das ist 8 Uhr, das 8:30. lange mehr. Ja komm, das schaffen wir schon. Ja. Das schaffen wir. We are independent woman. Da muss ich einfach wieder eine Nap machen und du musst nicht mega laut Musik hören beim Duschen. Alter, ich habe es voll vercheckt, ich bin so gut duschen. Und ich weiß gar nicht, du hast mir sogar vorher gesagt, ich habe es auch komplett verhängt. Ja, Und ich das so ist raus, einfach so dunkel. ich so Da muss ich passed lernen, out. Am Vor allem, du bist ja zuerst duschen, Ja. auf einmal höre ich so ein Schreien. Ich schon so gedacht, Bro, was ist passiert? Bist du Alter. umgerutscht? Es ist einfach so dunkel geworden bei dir. So, es ist dunkel, nichts mehr gesehen. Ich habe gemeint, jetzt bringe ich mich über um 100%. So ein mega kleines, gemütliches Zimmer. So, niemand kann reinkommen, aber ich habe wirklich gedacht, jetzt sterbe ich Aber einfach. es ist ja stockdunkel. Es ist Ja, nicht einfach, es ist das Licht ist ab. Und ich habe Es noch ist die Tür fucking- abgeschlossen, so, ihr Salati, komm rein! Ich kann nicht! Die Tür ist nicht offen! Ich habe mich nicht erinnern, dass ich die Tür abgeschlossen habe. Ich habe gedacht, jetzt ist jemand reingekommen, die Tür abgeschlossen, bringt mich jetzt um. Vor allem, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mir genau das Gleiche passiert ist, ich habe auch geschrien. Und du hast auch pinnen. Ja, Es ist eben so du nicht so, zurückgekommen. Ich sage jetzt nichts. Ich habe gedacht, bist es gar geht wieder. Ich so, Du hast gar nicht geantwortet, ich habe noch gedacht, Alter. ja, ich habe gedacht, ich bin zwar nicht ganz am Schlafen gewesen, aber ich habe jetzt so voll zugestellt, dann kann ich nachher nicht mehr schlafen. Und das ist wirklich so 1 Sekunde später. Ja, ja. Es Ich bin ein bisschen schneller gewesen. Du bist etwa 2 Minuten rumhumpeln gewesen, bis das Licht Ich wieder habe an wirklich war. ich so, nein, jetzt stirb ich auf mein letztes Stündchen. Ja. Ich habe es nur lustig gefunden, dass heute im Club einfach so random so eine 50-jährige Frau von hinten kam. Hat gefühlt mit Dich dir in den Arsch. tanzen. Mit mir? Ja. Du hast es gar nicht Ja, und es da immer so Leute gehabt, die voll geschaut haben oder so extra zwischen uns so durchgelaufen sind und so. gemacht. Kann Ich so, Bro, entweder sagst du etwas oder so bleib bei deinen eigenen Leuten. So kannst du gerne kommen und etwas sagen, aber so, weißt du, so, dann so bleibst du dort, weißt du, auch nicht etwas sagen. So, dann schau du nicht die ganze Zeit so fucking in Spaß. Können wir einfach go Hoi sagen, wenn ihr uns gesehen und uns cool findet und nicht die ganze Zeit glotzen oder heimlich Fotos machen. Also das meinst ist du, das so sind jetzt die unter durchgelaufen dem sind? Strich. Die haben so Ja, so erkannt. 2 Frauen, die ganze Zeit geschaut und so Ja. gezeigt und Ah, was? so Das habe ich extra nicht zwischen uns durchgelaufen. So. Ah, was? Das Ich habe ich so- nicht mitbekommen. Sag etwas oder so, dann bleibst du halt bei deinen Leuten oder so. Ah, lol. Nein, ich habe nur Sorry, ich will mitbekommen, nicht fronten, wirklich, wir lieben euch alle. ausser die durch uns durchlaufen beim Ausser Tanzen euch in der zwei schon. Tanzfläche. Halt, ausser Aber uns. wir haben ein riesen Fest gehabt, wo auf einmal gute Lieder gekommen. Zuerst waren so 3 scheiß Ass-Piss-Lieder. Ja. Und nachher ist gekommen, Blut, aber Oh nein, das finde ich aber auch scheiße. Nein, ich finde das geil. Kannst du das nicht auswendig? Ich kann den ganzen Text auswendig. Oh, cool. Ich habe mal ein Video geschnitten für, also so, Entschuldigung. so ein Weißt du, Video. was musst du noch sagen? Hallo, ich bin gerade etwas am erzählen. Entschuldigung. Arsch. Sie hat ein Video geschnitten. Für meinen Ex-Freund. Jö. Für seine Konfirmation und dann habe ich ein Lied benutzt. Oh Und wenn du nein. ein Video schneidest und ein Lied benutzt, kannst du das Lied einfach Ja, rückwärts ja. Das auswendig. Gefühl, wenn du Choreo dazu machst. Ja, genau. Das ist Darum kannst du jetzt das ganze Lied. darum kann ich. Yo, listen up, here's Ich the habe ja dafür story. eine gute Geschichte. Ja. Oh mein Gott, das hat so gut gepasst. Yo, listen up, Nati here's wird the noch story. ihr Statement geben, zu, dass sie in die 20 Minuten gekommen ist. Stimmt! Oh mein Gott, jetzt ist wirklich der passende Moment. Also die Podcast-Folge kommt irgendwie viel zu spät online. Ah ja, stimmt. Oh Gott, das ist verdammt Ja, passend. wirklich so vor etwa 10 Wochen ist mal ein 20-Minuten-Artikel gekommen über die Nati. Nein, also heute ist ein 20-Minuten-Artikel gekommen über mich. Und zwar eigentlich Action wegen dem Podcast. Stimmt. 20 Minuten hat mein Podcast gelassen, Fair Girls. Crazy. Nein, ich habe... ist das die letzte Podcast-Folge? Die vorletzte? Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber die OGs wissen es offenbar. Nein, ich habe irgendwie darüber geredet, dass ChatGPT mein Therapeut ist. Und die haben halt einfach ein komplettes Ding dazu gemacht, Artikel. Also sie haben mir zwar schon geschrieben, aber ich habe irgendwie voll vercheckt und so zurückgeschrieben, darum ist der Artikel dann auch schon geschrieben gewesen. Also was nicht, ich bin nicht irgendwie hässlich auf 20 Minuten oder so, alles gut. Sind meine Bros da, muss ich sagen, wegen Jan, weißt du. Der Jan ist auch da, der 20 Minuten arbeitet. Nein, alles easy, 20 Minuten und ich sind so, ich kann es nur mit einer Hand machen. Aber gleich haben sie heute so einen Artikel eben gemacht. Und ich habe schon so gedacht, so, yo, Alter, wie sieht das aus? Und auch so ein Artikel und der Titel ist auch so,
Irgendwie mein Therapeut. Influencerin, Ja, benutzt Therapeut, also hat kein Chat. Therapeut, sondern ChatGPT, so richtig. Und wirklich so klein, so rechts nebendran, so die Therapeutin erzählt, wieso ChatGPT keinen Therapeuten ersetzt. So wirklich, so, man denkt so, wenn man so auf den ersten Blick sieht, so, die Huren Influencer, Nati Alter. erzählt so irgendeinen Bullshit wieder und nachher muss so kurz wissenschaftlich beweisen, dass es so nicht stimmt, damit die Leute ihr dann glauben oder so. Ich schwöre, ich habe so in Podcast-Stellungen etwas angehauen, weißt du, einfach so aus meinem Herz schnell geredet. Ja, Und dann so voll. Psychologen organisiert, was Aber so sie haben es widerspricht. ja auch easy geschrieben. Sie haben, Ja. nicht, sie haben geschrieben, Scherzte und so, weißt du. Ja, ich finde ja. es schon. Allgemein, ChatGPT ist ja etwas Geiles. Es ist ja cool, dass es Voll. vielleicht an die Leute bringst, die es nicht so Ja, brauchen. und ich glaube, also die Aber mich lustig kennen, ja, und ich glaube, man checkt schon ein bisschen, also ich jetzt das so voll nicht komplett Ja. ernst gemeint habe, so, wenn ihr obviously richtige Probleme habt, dann bringt ChatGPT Ja. jetzt auch nicht wirklich etwas, sondern geht Statement. wirklich zu Gönn einer Therapie. Therapie. Ja, wirklich. Also auch sonst, auch wenn ihr sonst gönnt fucking Therapie, jedem bringt Therapie Ja. etwas. Aber es geht mehr so ein bisschen um Alltagsstruggles, Bro. Ja. Wenn ich hässig bin, weil ich Beef habe gerade mit irgendeinem Lehrer oder so, dann tut es einfach gut. Einfach schnell rauskotzen. Das ist geil. ChatGPT. Ich schreibe auch mal ein paar Sachen über mein Leben drin, die ich nicht auf irgendjemandem erzählen. Ja, darum nein, habe ich gerade so lustig gefunden, weil ich heute auch so den Artikel gesehen habe. Vor allem dein Dad hat ja... Alter, ja, ich bin so wirklich im Auto, hol sie so im Berner Bahnhof ab, sie und der Can. Und nachher schaue ich aufs Handy und so einfach eine Nachricht von meinem Vater. Viertel von 20 Minuten Nati und nachher so eben ChatGPT bla bla bla. Ich so lol, Alter. Gerade Nati am Abholen halt, ihr so am zeigen, dass er mir noch geschrieben hat Ja. und dann eben noch so ein Foto geschickt mit ihr. So ein Zufall. Ich glaube, mein grösster Punkt bei 20 Minuten ist so, weißt du, wenn ich etwas auf Social Media poste, dann ist mir das auch bewusst so, es ist auch in der Öffentlichkeit. Ja. Aber dort bin ich so, okay, das sehen irgendwie Leute Ist halt in deine meiner Zielgruppe, ja. Und auch Leute in meiner Altersgruppe so keine. Mhm. So, klar gibt es auch wieder Ausnahmen, aber die sind halt auch cool. Weißt du, auch TikTok, die sind auch cool. Ja. Aber pro 20 Minuten, dass ich meine alten Lehrer lesen. Ja, weil Bro, man, what sieht the ja, fuck? man sieht ja online die Abstimmungen und man hat ja Ja. gesehen, alle so kenne ich nicht. So, So. logisch, das nicht so eben, ihr Alter, willst kennt ihr nicht mich einfach 20 nicht. Minuten. So, hä? Kennst du mich nicht? Wer So kennt mich 60-jähriger Banker. Nein. Also sorry, ich muss jetzt heim und Nati-Style suchten. Hast du auch gerade Nati Styles gesagt? Nein, Nati-Style. Ja, besser. Wirklich. Aber ich finde es im Fall sowieso weird, wenn jemand sagt, ja, bist du mit der Nati-Style gewesen? Ich so, Bro, sie hat, also, Ja, wie wenn mir jemand «Hoi Leila» schreibt. Ich brauche ein Leila. aber es gibt mega viel, also zum Beispiel Adi. Ich muss jetzt noch Niemand sagt gacken. Adi, musst du schiessen. Ich sage Adi, ich muss gacken, ja. Ah. Was sagen jetzt? Adi Totoro? Adi Ja. Totoro? Adi Toro? Bist du mit Adi Toro befreundet? Kennst du Adi Toro? Vor allem wirklich so... Ich habe einfach mega lange gemeint, er heißt Adi Toro. Aber das sagt hat er. auch hure viel das Gefühl. Man sieht es irgendwie nicht, dass zweimal ein Toto ist. Totoro. Ich glaube, das ist im Fall... Ich weiss, glaube ich, wieso er Adi Totoro heisst. Jetzt Wie? schnell Insider da. Nein, vielleicht stimmt es auch nicht, aber ich glaube schon. Er hat irgendwie damals bei Morgen Snapchat... exposen. Bei Snapchat hast du damals früher einen Namen eingegeben, weißt du, wie du könntest heissen. Und er hat auch Adi eingegeben und nachher ist so der Vorschlag gekommen, Adi Totoro. Nein. Dann hat er auch so... Weil irgendwie Totoro ist doch so ein Aff. Es tönt eher so wie ein Elefantenschrei. So Totoro! Tore! Benjamin, der liebe Elefant. Kann das jetzt? Adi Tore! Adi Toro! Adi Tore! Oh Mann, wie bemüht von Adi. Ich sage, er lässt das eh nicht. Ich glaube auch nicht. Also, Und jetzt gibt es so einen he'll never Podcast-Clip, da know. vielleicht... Oh Mann, es ist langsam spät. Ja, Ja. halb Stunde aufgenommen, Leila muss kacken. Jetzt können wir langsam aufhören. Ja, aber im Fall, also... Hast du heute nicht schon geschissen? Ich kann nicht, ich schieße einmal zweimal. Ah, echt? Vor allem, wenn ich Alkohol trinke oder einen Kaffee trinke. Ja, das stimmt. Oder Red Bull, Alter, das kickt. Ja, Red Bull Hure, trinke das ich tut nicht so. meinen Darm richtig ankurbeln im Fall. Cool. Gut, Schön, dass ich wir einfach geredet nicht vor mir aufs WC. Sie so, kann ich schnell aufs WC? Ich so, ja, gehst einfach. Weißt du, so, Oh. Platz nicht mehr aufstehen. Sie so, also, ich habe nicht vor dir. Aber allgemein, Okay. das finde ich einen mega spannenden Tag. Ich glaube, es gibt so 2 Type of Guys und wir sind genau die 2 Types. Es gibt Type Nummer 1, absolut kein, wie sagt man? Hemmige. Kein Scham, kein Hemmige. So vor Leuten so aufs WC gehen, Ich vor wirklich Leuten duschen, voll nackt die Blut sein. ausziehen, So. rumlaufen, mir mit Tampo rein. Ich habe meine Tage zwar nicht mehr, aber so scheißegal. Das ist mir So. wirklich alles. Ich wäre auch nackt in die Sauna. Das ist Type Laila. Type Nati. Ist Einfach ist das es Geile. Type Laila, oder? Ah, Du blöde Sau.
Wieso macht normalerweise sagt sie es wirklich immer richtig. Hey, jetzt, ich schon, der Adi hat mich geinfluenced. Ich sage jetzt auch nur noch Leila. Influence. Das war eben extra, weißt du, Leila. Ja. Und Type Nati, sonst kannst du mir im Fall auch einen falschen Namen suchen. Das heißt mir Nati Styles. Ich sag dir einfach Natalie, das findest du auch nicht so cool. Boah, nein, das Natalie. ist so ein Lehrer. Das kommt mir gerade der Rückenschulter runter. Nein, Type Nati, einfach Privatsphäre, WC, Privatsphäre umziehen. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie bin ich so... Ja, weiss auch nicht, Ja, warum ich vor dem so Can, keine ja? gebe. Ja, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Ich brauche so... Das ist so mein Moment, zum so schnell... Ich weiß es nicht. Mhm. Vielleicht, wenn wir uns jetzt so würden zusammen wohnen, dann würde es vielleicht irgendwann laufen. Okay, krass. Nein, ich bin wirklich so... Kennst du von Leuten, die du meine nicht gut kennst? Kolleginnen haben mich alle... Oder wenn ich mit irgendjemandem im Zimmer schlafe, wo eine weibliche Person ist, die haben mich 100% schon nackt gesehen. Ja, Ich würde jetzt nie dort hinter mich umziehen. Ich würde mich jedes einzelne Mal da umziehen. ja. Oder... also weißt du, das ist ja überhaupt nicht... Aber vor Typen... Aber Du wie ist willst das früher obviously schon mal schauen. gewesen? Ich weiss noch, als wir das erste Mal so einen Schwimmunterricht hatten, haben die das auch gehabt. Ja. Da hast du ja dich umgezogen und es hat einfach so eine Kabine, also es hat so eine Kabine gegeben, wo Ja. alle sich umgezogen Ja. haben. Dort habe ich auch nie einen Fick gegeben. Und dort hat es eben in dieser grossen Kabine hat's eine Minikabine Ja, gegeben. Und immer ich bin die einfach das Nati erste Mal in die Minikabine gegangen und das ist mir übrigens üblich, weil so hart ausgelacht wurde. Ja, es ist glaub einfach ich. so Ich habe die umerzählt auch worden. komisch gefunden, die sich so unangenehm war, um sich zu zeigen. Ich so, hä? Ja. Du bist einfach nackt, scheißegal. Ja, irgendwie so, irgendwo verstehen ist es irgendwie auch gar nicht. Irgendwie, es wäre halt glaub, null mies. Also ich weiß nicht warum, aber ich glaube da viel mehr Schamgefühl. Aber ich glaube, es liegt auch voll damit zusammen mit so Unsicherheit so mit Körper. Kann schon sein. So. Weil eben so, ich habe das Gefühl, du bist recht confident zum Körper. Ja, stimmt wahrscheinlich. Ich habe so meine Phase. So, ich habe das Gefühl, jetzt gerade ist es wieder so eine, ich fühle mich nicht so confident. Mhm. Und ich weiß es nicht, ich habe ein mega automatisches Gefühl von, man schaut, ich fühle mich mega beobachtet, mega Ach, angeschaut. krass. So, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Punkt. Aber I don't know. Ich glaube, wenn ich jetzt so ultra confident habe, so das Gefühl, boah, ich bin's einfach, ich sehe fucking geil aus, schau mich bitte an. Nein, weiß nicht. Dann wäre ich vielleicht mehr confident. Ich finde mich nackt fast schöner wie so in Unterhosen. So Unterhosen. Aber vielleicht ist das so der vielleicht ist das der Punkt. Ich fühle mich schöner mit Kleidern. Also ich weiß nicht, es ist mir eigentlich wirklich einfach so, hey, es ist was so natürlich, so Blut. Ich bin einfach gerne Blut. Das ist die Ich will einfach Abstimmung. gerne- Ich Aber finde, das du ist die Abstimmung von heute. würdest aber schon so nackt pennen mit dem Freund. Wenn du Ja, mit dem Can ist mir alles scheißegal. Ja. Dort ist alles scheißegal. Schiessen, Von dem Can? Ja. Ja, ist auch Durchfall, Spass. Nein, Durchfall. Boah, der letzte ist der Can so mit dem, ich glaube mit dem Adi im Tag gewesen, so, weißt du, so wie sagt man, Discord, kennst du das? Hm. Ja, ist einfach online so telefonieren. Und ich bin so heim. Weißt du, kennst du das, wenn du so schon im Tram hockst und du spürst schon, du Jetzt musst so musst du, richtig... ja. Und es ist nicht so, du musst schießen, sondern du hast wirklich... Du kannst eigentlich... Du kannst gar nicht mehr heben. Also, Ja. so dünn ist, du hast so Oh Bauchschmerzen. nein, oh nein. Und ich bin einfach heimgekommen. Ich habe wirklich knapp... Ich habe mich gar nicht ausgezogen. Und ich habe die Tür nicht zugemacht. Ich habe nicht gewusst, dass der Can am Telefonieren war. Und er hat gesagt, es hat so laut... ich habe nicht mal geschafft, die Türen zu machen. Nein. Es hat so laut geflattert. Nein. Und er hat gedacht, er hat einfach gehofft, dass der Adi das nicht gehört. Da ist so, was ist es? Der Kuhdan verladen ablassen. So nice wie die Freundin. Scheiße. Oh mein Gott. Oh, geil. Alter, wir schießen jetzt gerade 1000 Stories, Alter. Wir fangen mit einem ganz miesen Punkt an. Alter, ich schwöre. Jetzt Oh. muss ich eben noch dringender und noch länger darüber reden. Also gut, Alter, jetzt machst du das bei uns da in diesem Zimmer. Das ist Ja, nicht okay. ins Zimmer rein, so im Badzimmer. Ja, das ist okay. Wir lassen dich jetzt schießen. Danke. Stimmt unbedingt jetzt ab, ich mache eine Abstimmung, weißt Ja, du? mach. Ob sie Team Laila sind. Bitch. Team Leila und nachher so in Klammern nackt oder so. Team Natalie in Klammern Kleider. In Klammern alleine pissen wollen. Es stimmt ja nicht, dass ich nackt in die Sauna gegangen wäre. So wäre ich mit der Natalie allein gewesen, dann schon. So logischerweise nicht. Aber dann wäre es mir vielleicht auch... Ich glaube, so Sauna ist vielleicht eher noch so ein Ding, weil dann sind alle Menschen irgendwie nackt. Ich finde es irgendwie so cool, so aus der Comfortzone rauszugehen. Also einfach Ja. Blut, so «Ja, oh mein Okay, Gott!» das ist vielleicht der springende Unterschied. Du bist vielleicht ein Mensch... Willst du Bungee-Jumping machen? Nein, Bro. Du? Fuck, okay, meine Theorie hat nicht geschaut. Nein, gar nicht. Ich bin Nein. allgemein ein Mensch, ich kann So so gern gerne... Blut. Das ist wirklich alles. Eins mit meiner natürlichen Geburtsform, Alter. Nein, so der Natur verbunden. Nein, Mhm.
Was soll ich jetzt sagen? Ich gehe so, wenn ich erwachsen bin. Nein, Bro. Nein, ich bin allgemein nicht gerne ein Mensch, der aus meiner Comfortzone geht. Yeah. Also ich gehe in Sprachaufenthalt auf Genf. Ich könnte auf Hawaii gehen, wenn ich will. Genf Ich gehe auf finde Genf. Bro, ich finde Genf genauso crazy. Ich bin nie so weit weg von Remi freiwillig. Das finde ich so Ja. anschliessend. Aber ja, Aber er macht es ja. Er ist doch in La Schnupfen. Ja, logisch, aber darum würde ich es vielleicht auch eher nicht machen. Weil so, Okay, wenn wir fair. dann miteinander sind, dann gehe ich nicht weg. Ja, okay, das sehe ich. Gut, ich bin jetzt auch schon im Montrix und das ist irgendwie gegangen und irgendwie... Lele Mongaki. Gut, also, wir hören jetzt darauf reden. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Gebt unbedingt ein Like, was ihr nicht könnt, aber könnt mich abonnieren. Und geht bei der Leila... Geh mit der Leila vorbei, sie heisst Leila überall Leitsch, Leila Tschümmesei. Ja, und dein Podcast, wie heisst er? Simply Oversharing. Gut, wir hören jetzt auf, du kannst schiessen und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!